Servus, grüß euch und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich mache mal mit einer Serie so mit außergewöhnlichen Sachen, weil das einfach mal spannend ist und kriegt man auch so nie mit, weil man sich einfach gar nicht damit so befasst. Und durch das flitzt das alles vorbei. So wie ich habe das Video schon gemacht mit Wissenswertes über die Weißwurst oder Brauchtum das Fenstern, alles so Dinge, die wo eigentlich so ein bisschen in die Vergessenheit geraten sind. Und heute geht es einmal um ein ganz anderes Thema. Ja, es geht um seltsame Bestattungsmethoden. Auch diese gibt es und die gibt es wirklich. Das ist keine frei erfundenen Geschichten. Aber ich werde heute mal so die einigen kuriosten Bestattungsmethoden mal vorstellen. Und es ist schon verblüffend, was für Ideen die Leute damals gehabt haben. Und man kann diese sogar nachgoogeln dann, wer will. Und ich werde vielleicht eventuell ein paar Bilder einblenden dazu. Die seltsamsten und kuriosesten Bestattungsmethoden aus der ganzen Welt sind da ein bisschen zusammengefasst und sehr interessant, was es da so gibt. Es geht um einen Fall. Mrs. Hannah Beswick lebte im 18. Jahrhundert in der englischen Stadt. Also Mrs. Hannah Beswick lebte im 18. Jahrhundert in der englischen Stadt Manchester. Nachdem ihr Bruder beinahe lebendig begraben worden wäre, verfügte sie, nach ihrem Tode einbalsamiert zu werden. Ein Arzt sollte sie über der Erde lagern und regelmäßig auf Lebenszeichen untersuchen. Dies geschah dann auch, als sie 1758 70-jährig starb. Jetzt kommt das Interessante von der ganzen Bestattungsmethode, und das ist das, was mich einfach fasziniert. Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Sie wurde nämlich aufrecht in den Kasten einer Standuhr gestellt, ihr Kopf dort platziert, wo normalerweise das Ziffernblatt war. Ein Vorhang verschonte Vorbeigehende vor dem Anblick der Leiche. Erst über 100 Jahre später wurde sie auf einem Friedhof beerdigt. Ist eine gute Geschichte, die tatsächlich sich abgespielt hat und keine Erfindung ist. Also das ist das Schöne daran. Willie C. Wimp Stokes wurde im Alter von 28 Jahren niedergeschossen. Sein Vater Willie Fluckey Stokes ließ seinen Sohn in einem knallroten Anzug und mit einem breitkrempigen grauen Hut in einem Stahlsarg begraben, an dem ein echter Cadillac Kühlergrill und eine Kunststoff-Windschutzscheibe angebracht waren. Außerdem befanden sich am Sarg Reifen und ein Lenkrad aus Styropor, Scheinwerfer und Rücklichter sowie Miniatur-Nummernschilder mit dem Kennzeichen WIMP. Interessante Geschichten, die es tatsächlich wirklich gab. Sandra Helene West starb 1977 im Alter von 36 Jahren an einer Überdosis Drogen. Sie wurde gemäß ihrer testamentarischen Verfügung in ihrem hellblauen Ferrari sitzend, bekleidet mit einem Spitzennachthemd, in einem riesigen Grab auf dem Friedhof von San Antonio begraben. Zur Sicherheit wurde die Kiste, in der sich der Ferrari befand, rundherum mit Maschendraht versehen und einbetoniert. Diese Geschichte ereignete sich wirklich. Dann geht es weiter. Reuben John Smith starb 1899, 71-jährig. Lange vorher hat er über sein Begräbnis nachgedacht. Er ließ eine Gruft bauen und kaufte einen schönen, mit rotbraunem Leder bezogenen Eichensessel. Auf diesem, in einer bequemen Position sitzend festgeschnallt,
wurde er schließlich in seiner Gruft beigesetzt. Jim Gernhardt war mit der Beisetzung seiner Schwester in Burlington in Colorado sehr unzufrieden. Deshalb entschloss er sich 1951 als 75-Jähriger zu einem Probebegräbnis. Trotz anfänglicher Widerstände setzte er sein Vorhaben in die Tat um. Und alles klappte großartig. In der Folge wurde die Beisetzung fast 30 Jahre lang geprobt, bis sie schließlich 1980 zu ihrer eigentlichen Anwendung kam. Einmal direkt trinken, das sind immer schöne Geschichten, das fasziniert mich, weil so über so Geschichten redet man eigentlich auch gar nicht. Und das ist das Faszinierende an diesen schönen Geschichten. Also mich fasziniert das. Und ich will diese Geschichten einfach jetzt mit euch teilhaben. Wenn es auch kein so schönes, brisantes Thema ist. Für bestimmte Menschen wohlgemerkt. Also mir gefällt es. Also, geile Nummer. Der Leichnam des 1989 verstorbenen 89-jährigen Ayatollah Khomeini fiel aus dem offenen Sarg. Als die trauernde Menge gegen den Sarg drängte, das traditionelle weiße Leichentuch wurde von den Trauernden in Stücke gerissen. Bevor Soldaten die Lage unter Kontrolle bekamen, wurde der nur noch halb bedeckte Leichnam des Ayatollah beinahe im Staub zertrampelt. Er wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert und kehrte einige Stunden nach diesem Vorfall in einem verschlossenen Metallsack zurück, aus dem er in ein Leichentuch gehüllt in das vorbereitete Grab gehoben wurde. Also Prost, Mahlzeit. So ein Bier ist schon was Gutes. Der Normannisch, jetzt wird es ein bisschen grausig. Ja, jetzt wird es echt ein bisschen grausig. Aber diese Geschichte gab es. Der normannische Herzog Wilhelm I., genannt der Eroberer, war von gewaltiger Leibesfülle. Als sein Pferd während einer Reise nach Rouen scheute, drückte sich der eiserne Knauf des Sattels in seinen vorgewölbten Bauch und verletzte die Eingeweide. Die Wunde infizierte sich und 5 Wochen später war der König tot. Sein ohnehin gewaltiger Bauch hatte sich infolge der Verletzung in grotesker Weise aufgebläht. Sein Körper war in der Sommerhitze derart angeschwollen, dass er nicht mehr in den Sarkophag passte. Als er in der Kapelle von Caen, weiß nicht, wie man das ausspricht, beigesetzt werden sollte, der Leichnam wurde gedrückt und geschoben mit dem Ergebnis, jetzt wird es grausig. Der Leichnam wurde gedrückt und geschoben mit dem Ergebnis, dass er platzte und Eiter in alle Richtungen spritzte. Die Trauernden flohen aus der Kapelle, die Zeremonie wurde abgebrochen und die Beisetzung fand in aller Eile ohne Feierlichkeiten statt. Jo, das sind schon grobe Sachen. Mein lieber Schorle, aber interessant, was alles so gegeben hat. Und die letzte Geschichte ist auch spannend. Schon ein bisschen modern. David Hughes möchte auch nach seinem Tod online bleiben. Er hat verfügt, dass ihm sein Laptop ins Grab mitgegeben wird, durch einen Sonnenkollektor mit Strom versorgt und über Funk mit dem Internet verbunden, will er sich vom Jenseits aus am digitalen Dialog mit den Lebenden beteiligen. Seine Begrüßung wäre: Hi, hier ist David Hughes. Wollen wir plaudern? Frage. Falls Sie eine solche Nachricht erhalten, in Klammer, natürlich in Englisch, wissen Sie, um wen es sich handelt. Ja,
verrückte Sachen. Auch das gibt's. So, jetzt ist Schluss. Waren einmal ein paar seltsame Bestattungsmethoden, die es nicht so alltäglich gibt, aber sie gab es und das ist das Schöne. Also mit diesem Sinne wünsche ich euch was. Danke fürs Zuhören. Lasst ein Abo da. Auf ein Like würde ich mich freuen und kommentiert das Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video und ich schaue, dass ich noch mehr solche Geschichten zwischendurch mit reinpacke. Mit Kochen ist momentan nicht viel los, weil viele andere Sachen einfach mehr zum Erledigen sind. Und ich werde zwischendurch mal so kuriose, schöne Geschichten wieder mit einbauen, mit euch teilen und ist einmal was anderes. Es muss ja nicht immer gefressen werden und gekocht werden und geplatscht. Und ist einmal ganz was anderes. Das sind so Geschichten, gerade zu dieser Jahreszeit, einfach einmal wunderschön anzuhören. Also habe ich Ehre, macht es gut. Servus.